Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Champions League Spiel. Dritter Spieltag, wa? Drittes Spiel. In Lissabon, 4-0 gewonnen. Ja, am Ende Lissabon hart bestraft, muss man sagen. Ansonsten war es lange Zeit ein sehr interessantes Spiel, wie ich fand. Gerade erste Halbzeit fand ich, auch wenn es 0-0 war und relativ wenig Chancen auf beiden Seiten. Obwohl so 3, 4 halbe hatten wir, 1, 2 ganze. Und Neuer musste einmal eingreifen. Auf der anderen Seite der Torwart auch ganz gut gehalten von Benfica. Fand ich es aber ein sehr interessantes Spiel, weil es einfach mal ein ganz anderer Ansatz gegen uns war, als wie man es aus der Bundesliga kennt. Es war einfach mal komplette 11 gegen 11 Mann-Deckung. War mal ein ganz anderer Ansatz. Wir haben am Anfang auch ein bisschen Probleme damit gehabt, so die ersten 10, 15 Minuten. Danach wurde es ein bisschen besser, aber trotzdem waren wir nicht so... Ja, haben wir nicht so die Freiheiten gehabt, ja, wie wir sie dann zum Schluss hin hatten. Das hat man gemerkt. Ich denke, es war auch für die Jungs mal ganz interessant, mal einen anderen Ansatz gegen einen zu haben, als wie immer so das gleiche Schema. Also ich fand es eine sehr gute erste Halbzeit. Vom taktischen her und sowas fand ich sehr interessant, war gut anzusehen. Fand ich persönlich auf jeden Fall. Zweite Halbzeit dann so die ersten 5, 6, 7 Minuten waren wir sind bärenstark rausgekommen, haben da ein bisschen Pech gehabt. Bei der Chancenverwertung und mit dem Abseits bei Müller da irgendwie Haaresbreite da irgendwie beim Pass vorher. Naja, sei mal dahingestellt. Ja, dann war Benfica wieder besser dran, ne? Nach dieser Anfangsphase, zweite Halbzeit. Ja, und dann so ab der 60. hat man gemerkt, so die Kräfte, ja, waren dann irgendwann weg bei Benfica. Spätestens dann, wo wir das Tor gemacht haben, nach dem Freistoßtor, war halt nichts mehr von Benfica zu sehen. Und man hat gesehen, sobald wir ein bisschen Räume haben, ja, geht so ein Spiel dann halt einfach 4-0 aus. Ne? Gut, das Eigentor von Everton, aber er wäre da nicht hingegangen, wenn der Ball durchgegangen. Stand da auch noch wer von uns. Also von daher will ich ihm da auch keinen Vorwurf machen. Ja, wie ich schon sagte, für mich war es ein sehr interessantes Spiel, gerade erste Halbzeit. Und zweite Halbzeit, so die letzten 20 Minuten, war dann halt einfach wieder Bayern-like. Benfica hatte nicht mehr die Kraft. Es war nicht mehr, dass jeden auf dem Fuß stand. Man gesehen hat, wie der Gnabry dann da noch abging, wenn er für 20, 25 Minuten da reinkommt. Ja. Ne? Haben wir es dann einfach ausgespielt. Tat mir irgendwo da ein bisschen leid. Hört sich ein bisschen komisch an, wenn man das als Bayern-Fan sagt, aber 4-0 hatte Benfica heute nicht verdient. Muss man ja auch mal so sagen. Ne? Klar, am Ende des Tages war es verdient, keine Frage. Wir haben genug Chancen gehabt und so weiter. Aber für den Ansatz und für die Leistung, so die ersten 60 Minuten, hätte es halt einfach uns 2-0 getan heute, meiner Meinung nach. Aber gut, es ist wie es ist. Ich würde sagen, wir schmeißen mal einen Blick auf die Statistiken. Die aufmerksamen Leute unter euch haben es schon gesehen. Man hat bei FC Bayern hat so ein neues Hintergrundbild hier und Statistiken sind auch irgendwie ganz anders. Wir gucken mal rein zusammen, mal gucken hier. Ist alles blau-weiß hier. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Schalker sind oder was. Ja, ich weiß, Bayern, Wappen und so, blau-weiß. Keine Ahnung. Auch hier Statistiken neu aufgemacht und so. Gucken wir mal. Ich habe auch noch nicht runtergescrollt. Wir schauen mal, was wir überhaupt sehen können. Ballbesitz 65%, denke ich mal, war zu erwarten, geht auch in Ordnung. Abseitsstellung 0-0 kann nicht sein. Wir standen in der ersten Halbzeit gefühlt 10-mal im Abseits. Wobei man da auch klar sagen muss, da waren auch 2, 3 Fehlentscheidungen beim Linienrichter. Also, und da waren auch 2, 3 klare Fehlentscheidungen dabei. Nicht, wo es irgendwo knapp war. Er hätte da die Fahne mal stecken lassen sollen manchmal. Ich glaube auch, wo Müller vom Pfosten geschossen hatte. Ich glaube, das war auch kein Abseits. Mein gut, war jetzt eh nicht drin der Ball, aber ja, lächerlich halt. Fand ich nicht so gut. Ansonsten muss man sagen, Schiedsrichter, erste Halbzeit hat er mir sehr gut gefallen. Zweite Halbzeit fand ich ihn teilweise ein bisschen kleinlich. Also wenn wir da die gelben Karten dann gegen Hernandez, da war gar nichts. Ja, das war auf Außenbahn, er war kein letzter Mann, es war keine klare Torchance verhindern, gar nichts. Er hat immer ein bisschen Körpereinsatz gehabt, der legt sich hin und da kriegt er gelb für. Also
keine Ahnung, auch vorher dann die 2 gelben Karten da, also weiß ich auch nicht. Die Linie, die er im ersten Durchgang hatte, war super, fand ich. Und im zweiten Durchgang war er dann ein bisschen kleinlicher, warum auch immer. Zweikämpfe 50-50, ja, wie es sich gehört in der Champions League, ja. Da sollte die Heimmannschaft auch schon ein bisschen was haben. Schüsse aufs Tor 3-7, Schüsse insgesamt 8-21, Ecken 4-3, angekommene Pässe. Wow. Gibt es angekommene Pässe? Gab es das vorher schon? Nee, ne? 16 Flanken ist für uns ja schon ein Rekord. Ja, muss man auch ganz klar sagen. Heute haben wir ein bisschen mehr geflankt. Also, da hat man ganz klar gesehen. Weil auch einfach, ja, Benfica, wie gesagt, diese Mann-gegen-Mann-Deckung hatte. Und gerade die Halbposition halt einfach dicht waren. Die Mitte war komplett dicht. Ja. Aber heute war mehr das Spiel auf die Halbposition und dann von Halbposition auf Außen. Aber mit Coman, der es in der zweiten Halbzeit recht ganz gut gemacht hat. Erste Halbzeit war so ein bisschen lalala, fand ich. Auf der anderen Seite, ja, hatten wir dann niemanden so wirklich. Da war Pavard dann alleine in der ersten Halbzeit, weil Sané halblinker Raum gespielt hat. War aber okay. Ja. Schüsse insgesamt. Wow, ich muss erstmal hier mit der Statistik klarkommen. Was soll jetzt hier die 1-2, 1-2, 1-1? Also Sané hat 2 Schüsse. Okay, Levi 2, Pavard 1. Wieso ist denn Pavard mit 1 hin? Dann haben wir nur 5 Schüsse gehabt oder was? Sehr komisch, Leute. Naja, sei es wie es ist. Torschussvorlagen, Sané eine, Stanisic eine. Und bei 4 Toren kann das ja auch nicht ganz passen. Gut, das eine war ein Eigentor. Und das andere war ein Freistoß. Ja gut, dann kann es doch passen. Gewonnene Zweikämpfe. Coman 8, Hernandez 7, Kimmich 7. Ballkontakte 103 Kimmich, 90 Hernandez, 74 Upamecano. Gefoult worden. Ja, das sieht uns nicht wirklich. So viel mal einfach zu den Statistiken, Leute. Ihr kennt das ja. Jo, hau das Intro nochmal raus, Alter. Was soll's. Ansonsten hinten muss man sagen, haben wir es eigentlich ganz gut gemacht. Erstmal muss man sagen, ich weiß gar nicht, wie er hieß. Warte mal, steht der hier vielleicht bei? Schon wieder vergessen, ey. Auf jeden Fall dieser junge Uruguayer da in der Mannschaft, der auch den Neuer da geprüft hat, erste Halbzeit. Hat mir ganz gut gefallen, hat es auch gut gemacht gegen Süle und Upamecano eigentlich. Upa hat einen schweren Stand gehabt, auch hier gegen den Ukrainer da, das ist eine Dingen, wo er nicht wirklich richtig reinkam in den Mann. Aber ist ja zum Glück nichts passiert. Ansonsten haben wir da natürlich auch ein bisschen risikomäßig gespielt, muss man ganz klar so sagen, weil die standen halt immer auch 1 gegen 1 dann, ne? Ohne dass da noch eine Restverteidigung war, unser Innenverteidiger. Aber es ist gut gegangen. Man muss auch sagen, Neuer hat auch zweimal sehr gut gehalten, ne? Darf man auch nicht verschweigen, also dass sie keine Chancen gehabt hätten. Die haben es ganz gut gemacht, wie ich fand. Und wie ich schon sagte, ich fand es ein sehr interessantes Spiel. War einfach mal was anderes. In der Bundesliga hast du halt dann, ja, dann pressen die Leute mal vorne mit 4 und dann überspielst du die 4 und dann hast du im Mittelfeld da wieder die riesen Räume und das ist halt immer so Schema F. Von Leverkusen-Spiel brauchen wir gar nicht erst anfangen. Von daher war es interessant zu sehen und auch zu sehen, dass wir da trotzdem Lösungen haben. Aber auch, dass wir uns ein bisschen schwer getan haben. Ne? Na klar, muss man auch sagen, ich denke mal, Goretzka hat auch ein bisschen gefehlt. Und vor allen Dingen Davies wird ein bisschen gefehlt haben. Das hat man auch gesehen, denke ich. Aber dafür haben wir es über die linke Seite ganz gut gemacht. Mit dem Sané. Sabitzer fand ich jetzt gar nicht so schlecht, wie der Kommentator ihn geredet hat. Klar hat er mal 2, 3 Fehlpässe im Spiel gehabt, wo er noch nicht genau so die Laufwege antizipiert hat, sag ich es einfach mal, ja, weil ihm ein bisschen die Spielpraxis fehlt und er noch nicht so lange da ist. Aber ansonsten habe ich ihn heute echt gut gesehen. Hat einen ganz souveränen Job gemacht, meiner Meinung nach. Weiß ich nicht, was der Reporter da gesehen hat, aber gut, jedem seine Meinung war. Ansonsten überragender Mann war Sané, auch schon erste Halbzeit, auch im letzten Spiel schon. Da hat er noch ein bisschen das Pech gehabt, heute dann teilweise auch noch beim Abschluss. Aber erste Halbzeit hat er schon 2 sehr gute Schüsse gehabt, die jeweils knapp daneben gingen. Ja, und dann hat er sich halt noch belohnt mit dem Freistoß und auch danach dann noch die Vorlage auf den Levi. Bärenstarkes Spiel, bärenstarke Form. Und wenn er das Level hält, ja,
ist er auf jeden Fall jeden Cent wert, den er gekostet hat und auch jeden Cent wert, was sein Gehalt anbelangt. Und dann hat ein Coman auch nichts zu meckern, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht, weil auf dem Level ist Coman aktuell nicht, muss man auch ganz klar sagen. Hat heute ein ganz gutes Spiel gemacht, fand ich. Aber gerade in der Rückwärtsbewegung war heute halt nicht wirklich viel bei Coman. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Da kann er sich mal 3 Scheiben beim Sané abschneiden. Ansonsten vorne hat er, ja, man hat gesehen, war ein bisschen eigensinnig dann auch. Er wollte unbedingt sein Tor machen, was auch verständlich ist. Wenn man halt erstmal wieder frisch reinkommt, dann ein bisschen auf sich aufmerksam machen. Wenn du halt siehst, dass so ein Sané und so Gnabry die ganze Zeit die Hütten auch reinballern, ne? Das ist natürlich dann auch schwer für ihn, da jetzt reinzukommen. Von daher völlig verständlich. Ich fand auch, er ein gutes Spiel gemacht, hat zwischendurch aber auch so Viertelstunde, 20 Minuten irgendwie Phase gehabt, wo es nicht so ging. Und gerade bei Sané hat man dann auch zum Schluss gesehen, ja, wo er dann nochmal den Sprinter angezogen hat. Ich weiß gar nicht, wer war es dann, Tolisso oder was, der dann den Pass da so dilettantisch reinspielen wollte. Das ist immer ein bisschen schade. Aber gut, dann wäre es auch 5-0 gewesen. Also 4-0 ist eigentlich schon, ja, ich will nicht sagen, zu hoch, war natürlich verdient, aber wie gesagt, so ein bisschen tut es mir leid für Benfica, weil die haben es eigentlich ganz gut gemacht. Aber ja, was soll man sagen? Es ist halt dann am Ende des Tages, ja, die Kraftsache gewesen. War 60 Minuten, haben sie gut dagegen gehalten, war Manndeckung okay, konnten sie gegenhalten. Und dann war es einfach durch. Ja, dann hat einfach die Klasse, die Fitness und die Lust dann auch das Spiel entschieden. Wir können ja mal einmal die Jungs durchgehen. Ich gucke mal Aufstellung. Ich will auch nochmal reinsmischen hier. Neuer war für mich gut. Wenn wir jetzt wieder dieses Haar in der Suppe suchen, erstmal, also es gibt heute eigentlich kein Haar in der Suppe, ja. 4-0 auswärts in der Champions League bei Benfica, die es wirklich gut gemacht haben, die ersten 60 Minuten. Die Barca geschlagen haben, ob man das jetzt als Maßstab nehmen muss, kann oder nicht, weiß ich nicht. Aber wenn wir halt ein bisschen so auch auf die kritischen Dinge sehen, Neuer war für mich heute sehr, sehr gut. Ja, zum Schluss da diese 2 etwas lapschen Pässe, die er gemacht hat, wo er sich fast noch ein Gegentor gefangen hätte, aber die Mannschaft hat es ja ausgebügelt. Aber das sei mal dahingestellt. Ansonsten hat er die beiden Dinge hat er sehr gut gehalten, hat das Spiel immer wieder gut aufgebaut und so weiter. War für mich eine klare 2. Pavard war wieder so, gerade Anfangsphase hat er ein bisschen viel Probleme gehabt, fand ich. Ansonsten muss man ihn aber natürlich auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil er war alleine auf seiner Seite. Komplett die erste Halbzeit. Ja, wenn er vorne war, musste er nach hinten und er hat keinen gehabt, der ihm da geholfen hat. Wie auf der anderen Seite war noch ein Sané da, der war halt wirklich nur auf halb links und rechte Seite war er halt einfach alleine. Und dafür hat er das gut gemacht, fand ich. Darf man auch nicht zu kritisch. Will ich eine 3 geben. Hernandez würde ich auch eine 3 geben. Hat seine Sache ganz gut gemacht. Hat nach vorne aber eigentlich gar keine Akzente gesetzt. Was aber auch okay ist. Ich denke mal, das war dann auch eher so eine Dreierkette hinten dann so ein bisschen. Dafür hast du Sané und Coman über die Seite gehabt. Das war okay. Süle hat super gemacht. Meines Erachtens. Auch zum Schluss dann da nochmal durchgetankt und sowas. Ja, 1-2 Mal ein bisschen Probleme gehabt. Hat es aber ausgebügelt. Zusammen mit dem Upa und beim Upamecano genau umgekehrt. Hat der Süle dann ausgebügelt. Dafür sind sie auch zusammen da. Aber würde ich beiden auch eine 2 geben. Weil so ungefährlich sind die da vorne heute auch nicht gewesen. Und auch von der Schnelligkeit her und sowas fand ich schon gut. Sané für mich heute eine klare 1. Nicht nur wegen den letzten 30 Minuten, auch vorher. Auch erste Halbzeit war für mich Dreh- und Angelpunkt im offensiven Spiel. Kimmich würde ich eine 3 geben. War okay, war jetzt keine übermäßige Leistung, hat es aber gut gemanagt. Auch ist gut damit klargekommen, dass er halt einen auf die Füße stehen hatte. Aber das kennt er ja schon aus der Bundesliga, da wird der Kimmich auch auf der Manndeckung genommen. Alles gut gemacht. Sabitzer sehe ich auch eine 3. Ich fand ihn okay. Ich habe die Kritik von dem Kommentator nicht wirklich verstanden. Hat viel versucht, so wie Goretzka auch immer. War mal außen, war mal rechts außen, war Mitte, war hinten aber auch immer anspielbar.
Ja, die ersten 10, 15 Minuten hat er auch ein bisschen Probleme gehabt, ein bisschen reinzukommen, aber danach hat er es echt gut gemacht. Wie gesagt, hatte mal 2, 3 Fehlpässe drin, aber hey, die hat der Goretzka auch jedes Mal in seinem Spiel. Ja. Für mich eine gute Leistung. Coman, für mich auch eine gute Leistung. Will ich eine gute 3 geben. Ja, hatte so 20 Minuten, wo er irgendwie ein bisschen in der Luft hing. Und nach hinten war er nicht ganz so engagiert, aber nach vorne hin, ja, ich meine, gerade nach der Auswechslung hier, den Rechtsverteidiger bei Benfica, ja, der hat ja gar keine Schnitte gehabt in der Defensive. Den hat er ja jedes Mal stehen lassen. Also. Daher kann man natürlich, wenn man jetzt kritisch ist, sagen, man könnte immer noch mal ein bisschen mehr draus machen, aber für mich hat King ein gutes Spiel gemacht. Ja, eine gute 3 passt schon, würde ich sagen. Thomas Müller fand ich heute so den einzigen, der so ein bisschen abgefallen ist. Ja, aber bei seinem Tor, bei dem Pfostenschuss hat er gut gemacht. Ja, das Tor, dann hat er auch ganz gut gemacht. Aber ansonsten war er nicht so eingebunden heute im Spiel, fand ich so im Spielaufbau und sowas. Ist natürlich immer wichtig so fürs Pressing und sowas. Von daher darf man den Müller nicht nur immer so am Spielaufbau und so messen. Ja, ist gerade für unsere Pressinglinie vorne extrem wichtig. Von daher will ich ihm auch eine 3 geben. Hat halt ein bisschen Pech gehabt. Ja, also das Tor war für mich ein Tor. Also das Abseits, wie gesagt, habe ich schon mal, brauche nicht drüber diskutieren. Wenn das da 1 Millimeter ist, dann machst du ein Bild zurück, wo der Ball halt den Fuß verlässt und dann ist es kein Abseits und ach, super nervig. Vielleicht nochmal ganz kurz, Levy, sein erstes Tor war natürlich ein klares Handspiel. Ja, wenn du so da reingehst, ist Hand. Ich meine, selbst wenn du so da reingehst, weiß ich nicht, dann wird es aber heutzutage auch schon abgepfiffen. Aber ja, muss der Levy sich nicht beschweren. Ne? Auch so 1, 2 Zweikämpfe. Der Levy heute ein bisschen viel rumgemeckert, wie ich fand. Wo er den Gegner ganz klar zuerst schubt. Also ja, Levy hat aber heute, denke ich, einen guten Fight gehabt mit seinem Gegenspieler. Ich denke, die werden beide Spaß gehabt haben an dem Duell. Und sein Tor hat er ja noch gemacht. Ja, hätte natürlich schon den Kopfball und er hat noch einen zweiten Kopfball gehabt, den man natürlich hätte ein bisschen besser machen können. Aber Levy war auch wieder sehr agil. Wie sie gesagt hat sich gut gefightet heute vorne gegen die Innenverteidiger. Hat die auch ganz gut gebunden. Also Levy hat mir sehr gut gefallen. Will ich auch eine 2 geben. Ob er jetzt ein Tor gemacht hätte oder nicht. Er war auf jeden Fall im Spiel drin. Ja. Hat sich öfter dann nochmal fallen lassen. War dann gerade so die letzten 20 Minuten dann auch wieder viel ruschiert, mal außen und so weiter. Aber hat mir gut gefallen. Gut, Gnabry für Pavard. Ja, Gnabry, erstmal die Auswechslung hat erstmal ein bisschen überrascht. Aber wie ich schon sagte, wir haben mehr mit Dreierkette gespielt, als mit Viererkette. Ja, auch Pavard stand halt immer viel, viel weiter vorne. Von daher, ja, warum nicht? Wir standen hinten 1 gegen 1 gegen die Stürmer. Also von daher, alles gut. Und da stand es halt noch 0-0. Ja. Von daher, alles richtig gemacht, hat dann seine Stärken auch noch ausgespielt. Allerdings auch erst dann, wo Stanisic hinter ihm war, hat er halt... Gnabry hat einen Tacken weiter nach vorne und dann hat er halt ein bisschen mehr Zutrauen gehabt, sag ich mal, hat sich mehr getraut als wie. Weil so war er als rechter Verteidiger offiziell auf dem Platz und da wollte er sich vielleicht jetzt auch nicht so die Blöße geben, da irgendwie blind nach vorne zu laufen. Ja, Stanisic hat dann auch so 13 Minuten, ja, Noten brauchen wir nicht geben für so kurz ein. Gnabry kann es eine 2 geben, also 24 Minuten, aber zu bewerten ist halt immer so, ne? Und Stanisic 13 Minuten eine Note brauchen wir auch nicht geben. Hat es gut gemacht, hat das Ding ja auch noch gut vorbereitet. Ja, ich bin sehr gespannt. Also Entwicklung passt bei ihm. Ist ja jetzt auch in der Nationalmannschaft, in der kroatischen. Also ich denke, macht ein paar ein bisschen Feuer, ne? Was sehr gut ist. Ich denke, dass er mal ein bisschen Konkurrenz hat. Ja, Tolisso, Richards, Musala, also für 4 bzw. 2 Minuten Nachspielzeit für 6 Minuten. Was willst du da groß bewerten? Ja. Julian war nicht auf der Bank. Denke, das hat vielleicht ja, erste Halbzeit vielleicht ein bisschen Auswirkungen gehabt. Ich denke, wir waren dann in der ersten Halbzeit so nach 30 Minuten so in so einem gewissen Trott drin. So das Spiel plätscherte dann so ein bisschen dahin. Ne? Wie gesagt, wir standen halt auch immer unter Manndeckung und hat dann vielleicht so der letzte Funke gefehlt, sag ich mal, der vielleicht nicht gefehlt hätte, wenn das HB-Männchen an der Seitenlinie gewesen wäre. Ich denke, deswegen wird es auch in der Halbzeit da mal nochmal eine klare Ansprache gegeben haben. Dann hat man ja auch gesehen, die ersten Minuten. Zweite Halbzeit haben wir halt echt gebrannt, ne?
Aber da muss man auch wieder sagen, hat Benfica dann aber auch sehr gut wieder dagegen gehalten, ne? Und hat uns da wieder so ein bisschen, ja, die Margarine vom Brot genommen, oder wie sagt man, oder Marmelade, was weiß ich. Ihr wisst, was ich meine. Nee, haben sie gut gemacht. Hätten sie das aber auch nicht geschafft, dann wäre es da halt schon dahin gegangen, ne? So war der Dosenöffner dann allerspätestens das Freistoßtor und danach, ja, hat man gesehen, haben sie nochmal versucht, ein bisschen mehr offensiver zu gehen. Man hat gesehen, dass die Kräfte auch nicht mehr so da waren und dann haben wir es ausgespielt, so wie wir es können, ne? Muss man ganz klar sagen. Also von daher ein super Spiel, sehr interessantes Spiel, wie ich fand auch. Habe ich jetzt schon mehrmals gesagt und das soll es gewesen sein. Haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Wenn ihr irgendwas anderes seht, natürlich auch gerne. Ansonsten Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund und wir hören uns am Wochenende wieder. Ich weiß gar nicht, wo wir spielen. Ich hoffe mal samstags, wa? Samstag 15:30 Uhr zu Hause gegen Hoffenheim. Ja. Da erwarte ich nichts anderes wie einen Sieg. Was soll man sagen? Wohl Hoffenheim hat ja auch eine gute Form, bin sehr gespannt. Ab und wann tun wir uns ja auch schwer gegen Hoffenheim. Also von daher lassen wir uns überraschen. Haut rein, bis dann.